Da ist schön gemütlich. Ui, der Polster ist wach. Super. Ja, grüß euch, liebe Leute. Ja, heute lese ich euch ein total komisches Wildwest-Geschichtel vor. Mit dem Titel Horror Cowboy Jim. Achtung! Mein Gruselwestern ist nichts für nervenschwache Wichser und überängstliche Pixen. Okay, gehen wir's an. Im wilden Westen hat's einmal einen Cowboy gegeben namens Jim. Ja, und der hat brav tagtäglich auf der Weiden die Kühe und Kälber beschützt gegen Werwölfe und Zombies. Der Jim hat einen super Buffen gehabt. Zig rindfleischgierige Zombies und Werwölfe hat er zerfetzt mit seiner Wunderwaffen. Bang, 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 bang. Ja, und in Jim ist sein Chef, der Viehbaron Alistair, war kein geiziger Arbeitgeber. Pro zerfetzten Werwolf oder Zombie hat der schießwütige Kuh- und Kälberhirte $100 kassiert. Und der Scharfschütze Jim hat urviel Rinderfeinde passelreif heimtrat. Und deshalb hat er immer viel Geld gehabt für seine Samstagabend-Hobbys. Die schönsten Saloonhurner hat er bis Sonntag in der Früh pudert und zwischendurch im teuersten Lokalwhisky gesoffen und sauteure Zigarren pafft. Doch eines Tages, der Cowboy Jimmy sitzt gemütlich inmitten seiner Kuhherde, sauft sein 22. Bierdosen warm, er war total perplex. Schauen auf einmal aus seinem Cowboy-Hut zwei totschlägergroße Teufelshändeln raus. Und keine 2 Sekunden später hängen aus seiner Bierpappen 2 fingerlange Vampirzähne. Der Jimmy war nicht nur total perplex, sondern echt schockiert. Wie sowas passieren kann. Er, den strenggläubigen Cowboy, der nie und nimmer an Teufel sein Söll verkauft hat und auch noch nie von einem Vampir bissen worden ist. Der Werwolf und Zombie-Killer Jim war bleich vor Schreck und starr vor Angst. Doch nach ein paar Schockminuten hat sich der Jimmy-Bur mannhaft zusammengerissen und cowboylässig zu sich selbst gesagt: Wurscht, wie ich ausschaue, ich bin und bleib ein super Cowboy. Mein Chef in Viehbaron Alistair reiß in Arsch auf mit meinen Satanshändeln und meine Dracula-Beißsau beißen ihm das Zumpferl und das Hersackel an, den alten Wichser. Ja, und danach weht sie sein Töchterchen Katie mit meinem Drum-Hengstbeil so lang in die blutjunge und schwanzgeile Put, beschreit wie am Spieß und die Engel singen hört. Happy End. Der Jimmy und die Katie haben geheiratet, haben Tag und Nacht pudert. Ja, und die Katie hat dann nach 9 Monaten Vierlinge auf die Welt gebracht. 2 zuckersüße Zombie-Madeln und 2 prächtige Werwolfbuben. Schwuppdiwupp sind sie aus Katies Kuhgläschen ausgeflutscht. Und weil die 4 Babys an Bärenhunger gehabt haben, haben sie gleich im Kuhstall 4 Kerl gerissen und Ratzeputz zusammengefressen. Ja, und der Zumpferl und eiersagellose Viehbaron Alistair hat jetzt einen bunt-violetten Pavian-Arsch und ist trotzdem ein glücklicher Großvater. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Bedanke mich fürs Zuhören. Hadi! Habe die Ehre!